Das ist ein UFO-gesteuertes Übersetzungsgerät für gesprochene oder gebärdete Sprachen. Tolles Ding. Wer von Ihnen kann Lautsprache? Ich möchte mich mit jemandem austauschen können. Ah, Sie. Was, Sie gebärden ja. Sie benutzen beide Sprachformen? Was sehe ich? Du fragst, ob hier Lautsprachler sind? Nee, das ist nicht meins. Meine Frage an euch ist, wer kann gebärden? Ah, du. Sehr gut. Du nur halb? Schade. Du kannst gebärden? Prima. Aber wer bist du denn? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin total erschrocken. In meiner Welt da drüben, da reden und hören alle. Plötzlich verschlägt es mich hierher. Wo bin ich denn? Ich komme aus der Welt dort drüben, wo nur gebärdet und nicht gesprochen wird. Und plötzlich lande ich hier, wo gesprochen und gebärdet wird. Total verwirrend. Was ist mit dir? Was machst du beruflich? Ich? Ich erforsche in meiner Welt gerade etwas ganz Interessantes. Den Ursprung der Lautsprache bzw. der Gebärdensprache, wie das entstanden ist. Was? Ich auch. Ich untersuche, wie sich Lautsprache und Gebärdensprache voneinander abgespalten haben und getrennte Wege gegangen sind und wann das war. Genau wie ich. Ich habe auch schon Beweise und Materialien gefunden. Oh bitte, zeig es mir. Ja, einen Augenblick. Ja, das ist mein Beweis. So ein Zufall. Ich habe auch etwas gefunden zum Jahr 1880. Das zeig ich dir jetzt. Gib schon her. Da siehst du's. Interessant. Die Filme zeigen, dass deine Gebärdensprache und meine Lautsprache 1880 schon längst völlig voneinander getrennt existiert haben. Ja, genau. Und deshalb habe ich das noch weiter zurückverfolgt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich beide Sprachen getrennt haben. Und diesen Zeitpunkt habe ich nun gefunden. Was? Den habe ich auch gefunden. Was für ein Zufall. Schauen wir es uns zusammen an.
Halt! Da! 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 Oh! Säbelzahntiger! Auweia! Den Hirsch erlegen. Da drüben. Lass doch das Gebärden. Du musst es aussprechen. Hirsch. Hirsch. Nein, ich gebärde Hirsch. Du sollst es sprechen. Hirsch. Hirsch. Da. Du musst es aussprechen. Hirsch. Hirsch. Nein, Hirsch. Da. Jetzt sei mal ruhig. Ich werde das machen. Und ruhig bleiben. Psst. Hurra! Hurra! Getroffen! Ich bin stark! Bin stark! Jetzt lass mich mal. Genau zielen. Ja, in die Richtung. Was ist denn? Schleich dich von dort drüben an und scheuch ihn rüber. Ich verstehe dich nicht. Oh. Hirsch Oh weg. weh. Du Trottel! Musstest du den Bogen weglegen und drauf losgebärden. Damit hast du ganz viel Zeit verschwendet. Du hast es verbockt. Ach. Bleib ganz ruhig. Wir beide verstehen uns doch super, oder? Du sprichst doch auch mit deinem Rüssel. Oh, stopp! 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 Ah! Oh, du Ehrenwerter mit dem Rüssel. Könntest du bitte etwas zur Seite stapfen? Nur ein Stück, ja? Hurra! Mit den Gebärden hat es geklappt. Meinen Händen sei Dank. Du, das ist doch gut, wenn man spricht. Meinst du nicht? Nein, nein, nein. Ich liebe es, mit meinen Händen zu sprechen. Ach komm, dann werde ich jedenfalls mit meiner Sprache mal in diese Richtung weiterziehen. Ach, dann gehe ich mit meinen Gebärden aber in diese Richtung. Na, wenn du meinst. Komm. Oh. Interessant. Darum sind also deine gebärdensprachliche Welt und meine lautsprachliche Welt völlig auseinandergedriftet. Ja, das war der Zeitpunkt, an dem es auseinanderging. Sehr interessant. Aber sag doch mal, deine Welt, wie heißt die eigentlich? Meine Welt? Na gut, ich zeige es dir. Das ist sie. Ah ja. Und meine Welt, die heißt so. Sehr interessant. Ja, aber wie ist das bei euch? Ihr habt ja beides, das Gebärden und das Sprechen. Das vermischt sich irgendwie. Wie heißt denn eure Welt? Ah, jetzt ist es klar.
Darum gibt es da bei euch Dolmetscher, Gebärdensprachkurse, Gebärdensprachservice, den Kampf für Inklusion und solche Sachen. Jetzt verstehe ich es auch. Toll, nicht? Ja, sehr gut. Jetzt würde ich aber gern wieder nach Hause gehen. Da geht's mir genauso. Dann sagen wir beide jetzt euch allen Tschüss. Wir wünschen euch viel Erfolg und drücken fest die Daumen. Tschüss. Tschüss.